Hi, Nana hier von Nanas Knits and Threads. Ja, heute möchte ich mit euch über das ein oder andere UFO reden, was denn beendet wurde und was mir denn sonst so auf der Seele brennt, beziehungsweise auch über das ein oder andere, was hier eingezogen ist. Viel Spaß dabei. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. April ist leider schon vorbei. Leider sage ich deswegen, weil es mein Geburtstagsmonat ist und ich liebe den April, weil ich liebe Frühling und im April nimmt der Frühling so schön Fahrt auf. Die Blumen sprießen überall, die Farbenpracht ist schön und ja, es ist endlich mal wärmer, die Sonne ist da und das erste Eis wird genossen. Ja, nichtsdestotrotz, auch im Mai habe ich Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Bei uns hier an der Bergstraße ist einiges schon los gewesen. Also sprich, die alljährliche Weinlagenwanderung am 1. Mai wird gut besucht. Dieses Jahr hatten wir auch über 30.000 Leute hier. Und es ist schön zu sehen, wenn die Menschen ähm, Freude haben aneinander und miteinander und gut gelaunt sind und hier durch die Weinberge stapfen. Das geht dann von Zwingenberg über Bensheim nach Heppenheim, Lorsch, also die ganze Gegend ist mit eingebunden, aber alle kommen hierher und wandern dann vom einen Weinberg zum anderen und lassen sich gut gehen. Natürlich wird Wein verkostet, aber auch leckeres Essen und so weiter. Was noch? Ja, das ein oder andere werde ich euch jetzt hier im Laufe des Videos zeigen, was ich auch zu meinem Geburtstag mit meiner Freundin unternommen habe und was denn hier einziehen durfte. Ja, aus dem Kopf muss ich jetzt gerade überlegen, ob noch was Besonderes war. Ja, der Kall, mein Knit My UFO Kall ist zu Ende. Da findet jährlich statt vom 1. Januar bis zum 30. April. Die Gruppe ist auf Instagram. Die wird jetzt wieder auf stumm geschaltet bzw. stillgelegt. Das heißt also, die Leute, die in der Gruppe bleiben wollen, bleiben, aber es wird nicht kommuniziert. Also bis nächstes Jahr, 1. Januar, wird da jetzt nichts weiter geteilt. Aber bis jetzt wurden sehr viele UFOs verarbeitet und da bin ich aktuell noch am Auswerten, denn ich habe ja in den letzten Folgen einige Preise gezeigt, die verlost werden, die mir für diesen Call gespendet wurden, sei es privat oder von diversen Gewerbetreibenden. Und in dem Zuge wollte ich die Leute bewerben und unterstützen, aber auch den UFO-Teilnehmern eine Belohnung ähm, zukommen lassen dafür, dass er auch das ein oder andere UFO beendet hat. Bedingung ist natürlich, dass das gepostet wurde. Im Beitrag muss der Hashtag NeedMyUFO 2026 oder 2026 Kall vorhanden sein und ich muss verlinkt sein, sonst finde ich das Ganze natürlich nicht. Und ja, wie gesagt, diese Beiträge suche ich gerade durch, schreibe mir die Leute raus und dann werde ich nacheinander entsprechend die Preise an die erfolgreichen Teilnehmerinnen verlosen und da freue ich mich drauf. Habe aber schon auf Instagram gesagt, man möge mit mir Geduld haben. Neben der Vollzeitarbeit und Familie ist es nicht eben mal an einem Abend gemacht. Also das ist schon zeitaufwendig und dann das Ganze nochmal aufzunehmen und dann auch wieder zu verpacken, zu verschicken. Also es ist eine Zeit- und auch eine Kostenfrage, aber im Mai wird das Ganze passieren. Aber wenn wir schon bei Thema Kall und Verlosung sind, nach dem Kall ist vor dem Kall. Also am 3. Mai haben zwei neue Kalls gestartet, da hatte ich Lust drauf. Der eine Kall ist der beste Restekall. Wie der Name schon sagt, erlaubt ist, alles aus Resten zu stricken, was einem so einfällt. Wichtig ist, dass es halt eben Garnreste sind, weil wir wollen ja sehen, was wir denn mit diesen Garnen noch anfangen können. Das ist der Sinn und Zweck der Sache. Und der zweite Kall ist der Nordic Knits Kall. Das bedeutet also die ganzen nordischen Länder wie Schweden, Finnland, Dänemark,
Ui, Norwegen, die sind da mit dabei. Also da gibt es ja unheimlich tolle Anleitungen, die bei uns, also bei mir auf jeden Fall in Buch und in digitaler Form vor sich hinschlummern, aber einfach nicht den Weg auf die Nadeln finden. Und deswegen habe ich gedacht, ich rufe jetzt mal den Call aus, damit ich auch dazu motiviert bin und animiert bin, doch mal irgendetwas davon anzuschlagen, beziehungsweise in dem Nordic Knits Call ist auch ein Weihnachtsstrick erlaubt, also Weihnachtspullover in dem Fall, denn der Weihnachtsmann wohnt ja auf dem Nordpol. Also, damit auch ein Weihnachtspullover endlich mal nicht im Oktober gestartet wird, sondern hoffentlich jetzt rechtzeitig auch und entspannt vorher gestrickt wird, habe ich das dann mit reingepackt. Also, wenn ihr Lust habt, bei dem Call mitzumachen, ich habe mit den anderen noch nicht kommuniziert, aber ich denke, das wird auf jeden Fall bis dieses Jahr Mitte, Ende Oktober laufen, beide Calls, weil ganz ehrlich, also Stress brauchen wir nicht und viel Inspiration wird es sowieso geben. So sind wir in der Gruppe, aber genauso angehalten, diverse Dinge miteinander zu teilen, aber auch zu verarbeiten und zu beenden. Also da könnt ihr mit einsteigen. Schreibt mich nur auf Instagram an. Bitte nicht hier unter das YouTube-Video, wie gesagt, auf Instagram, damit ich euch eben in die entsprechenden Gruppen packen kann. Und im Zuge dessen habe ich im letzten Video auch gesagt, ich möchte zum Thema Beste Restekall dieses Buch verlosen, und zwar von der Lerke Bagger. Das ist auf Deutsch erschienen im Prestel Verlag und auch ihr Buch Nummer 2 ist ebenso im Prestel Verlag erschienen. Und ja, Nummer 2 behalte ich selbst und Nummer 1 hatte ich mir gekauft und das hier ist, wie gesagt, nochmal zugesendet worden zum Verlosen, denn mir gefällt zum Beispiel dieser Pullover sehr gut, der ebenfalls aus Reste verarbeitet wurde und dann mit diesem Logo versehen, beziehungsweise mit diesem Schriftzug. Diejenige, die vom Comment Picker per Zufall gewählt wurde, die blende ich jetzt hier ein. Und du meldest dich doch bitte unter meiner E-Mail-Adresse. Du findest die Information in der Infobox und sendest mir deine Adresse zu. Also herzlichen Glückwunsch und ich hoffe, du hast viel Freude mit diesem Buch, so wie ich auch. Und was ich ganz frisch und ganz neu gesehen habe, Lerke bringt gerade ihr drittes Buch heraus und da freue ich mich sehr drüber und drauf, denn ich bin wirklich ein absoluter Fan von ihr, denn sie ist nicht die klassische Strickdesignerin, sondern sie designt, wie man so schön sagt, out of the box, also außerhalb der gewohnten Designregeln. Also sie ist frei von allem und das finde ich schön und das liebe ich daran, dass es mich eben inspiriert, mal einfach die gewohnten Trampelpfade zu verlassen und mir einfach zu überlegen, was kann ich denn Cooles aus XYZ stricken, beziehungsweise wie kann ich es verarbeiten und wie sieht es auch noch cool aus. Also, das ist Lerke für mich und in diesem Zuge, denn das Buch habe ich in dem Video gesehen, schaut doch bei der lieben Jenny vorbei von dem Kanal Gar nicht wahr. Sie hat einige YouTuberinnen, unter anderem auch mich, dazu aufgerufen, doch ihr ein dreiminütiges Video zu schicken mit dem Thema, was ist denn mein liebstes Strickbuch? Und eine der YouTuberinnen hat Lerke genannt, war ich voll dafür, habe ich extra nicht in die Kamera gezeigt, weil ich es euch ja jetzt heute nochmal zeige. Also es ist auf jeden Fall eins meiner Lieblingsstrickbücher, weil es so inspirierend ist, denn das ist das, was ich am meisten in den Strickbüchern suche, Inspiration. Also einfach nicht, um eins zu eins das nachzustricken, was da gezeigt wird, sondern eben mir neue Ideen, Farben und Inspiration aus den Büchern zu ziehen. Daher liebe ich die Bücher eben haptisch, weil man die immer wieder auf den Schoß nehmen kann und eben in dem Fall nicht digital, weil dann muss ich aktiv danach suchen und ich finde halt immer schön zwischendurch zu blättern. Das ist halt wie ein Bilderbuch. Ja, also gar nicht wahr. Jenny aus Österreich hat uns dazu aufgerufen, schaut bei ihr vorbei. Das Video verlinke ich euch unten in der Infobox. Das war eine tolle Aktion und sehr spannend, was die ein oder andere von uns für ein Buch in die Kamera gehalten hat und warum. Ja, und bevor ich jetzt weiterrede, das ist hier eine Dauerwerbesendung, also alles, was ich in die Kamera halte, könnte euch zum Kaufen verleiten. Zum Thema Beste Restekal will ich nur kurz dieses Buch nochmal in die Kamera halten.
52 Weeks of Scrap Yarn beschäftigt sich auch damit. Das nur so als Inspiration. Das hatte ich euch schon mal vorgestellt zum Thema Nordic Knits, Kall. Schwedisch Stricken für den Winter von Maja Carlsen vom Stiebner Verlag. Möchte ich auch noch mal in die Kamera halten. Auch das habe ich euch schon vorgestellt. Müsst ihr mal in einer meiner vorangegangenen Videos schauen. Aber Maja Carlsen startet jetzt auch einen Kall über Etna zu einem Sommerkaftan, wenn ich das im Kopf habe. Ich glaube, so heißt es korrekt. Schaut einfach bei Etna vorbei. Vielleicht könnt ihr ja einfach beides miteinander verbinden. Also auf jeden Fall zum Thema Nordic Knits passt das auch sehr gut. Und vom Leine Magazin hatte ich dieses Buch zur Rezension mir gewünscht, beziehungsweise hatte ich angefragt. Das ist schon länger hier bei mir. Das möchte ich jetzt aber zum Thema Nordic Knits euch vorstellen. Und die Designerin ist die Meiyu Kallio. Den genauen, also wie die genaue Aussprache ist, weiß ich leider nicht. Wenn ich richtig informiert bin, ist das eine finnische Designerin. Und das ist ihr Buch Nummer 2, Entwined, in dem Fall auf Englisch. Und ich mochte zum Beispiel dieses Design mit diesen Zöpfen oder diesen tollen Zopfpullover und auch dieses Tuch finde ich wunderbar. Kann ich mir sogar aus Resten und gefadet gut vorstellen. Und last but not least finde ich den Pullover auch super. Ist ein schönes Basic-Teil mit einem tollen Twist an den Ärmeln. Ja, würde mir sehr gut gefallen. Und ganz hinten ist noch eine Strickjacke. Da muss ich kurz ins Chart festhalten. Die würde mir auch sehr gut gefallen. Leine Magazin bzw. Leine Publishing brauche ich nichts dazu zu sagen. Deren Bücher sind immer toll aufgemacht. So auch dieses. Ja, hier findet ihr vor allem viele Zöpfe und Lace und Textur. Texturen sind ja auch dieses Jahr in der Mode sehr gefragt. Über 20 Designs sind in dem Buch. Passt zum Nordic Knits Kall. Mal sehen, ob das ein oder andere Design vielleicht auch auf meine Nadeln hüpft. Ja, zum Thema UFO fange ich doch mal an mit dem, was ich trage. Und zwar, ich trage hier den Eva Cardigan, gestrickt nach der Anleitung von Petit Knit. Kennt ihr alle sicherlich. Hatte ich vorher mit einem anderen Garn angefangen zu stricken, leider aus genauso einer dunkelblauen Wolle und dunkelblau als Farbe und wir beide vertragen uns nicht so gut. Macht mir keinen Spaß, die Farbe zu stricken. Ja, langweilt mich, finde ich öd, vor allem wenn sie nicht irgendwie maritim verarbeitet wird. Also habe ich beschlossen, als ich dieses Garn, und zwar die Beara von Hey Mama Wolf, und zwar von Selected Yarns zugesendet bekommen habe zum Testen, habe ich beschlossen, den Eva Cardigan draus zu stricken. In dem Fall also aus der Farbe, da muss ich jetzt mal schauen, 04. Das ist so ein grau-grün mit lila-grünen Sprenkeln. Vielleicht kann man die, so, jetzt vielleicht, kann man die in der Kamera sehen. Und das Garn ist ein robustes Garn, also es ist nicht super weich. Also hier sieht man auch die Sprenkelgrün und Flieder. Und das Garn ist, damit ich es nicht falsch sage, irische Wolle und UK Alpaka Gemisch. 70% Wolle und 30% Alpaka. Hier geht es darum, dass die Wolle in Irland versponnen wird, beziehungsweise in Donegal Garnmühlen. Also die wollen dort einfach alte Mühlen unterstützen und alte Schäfereien. Und das fand ich gut, also finde ich auch immer noch gut. Das Garn ist robust, aber ja, ich habe es jetzt hier fast auf der ähm, nackten Haut. Also ich habe ein T-Shirt drunter an. Ich kann es ertragen, ich spüre es, aber es ist jetzt nicht beißend. Für
Die Seelchen unter uns, also denen würde ich das Garn jetzt nicht empfehlen, aber wer sonst nicht unbedingt ein Problem mit etwas robusterem Garn hat, wie zum Beispiel, da fällt mir Sabidunitz ein, also die liebe Sabina, ich denke, für dich könnte es was sein. Denen würde ich das Garn auf jeden Fall empfehlen. Ja, verstricken konnte ich gut. Das Maschenbild ist durch die Nupsis, also diese Tweet-Nupsis, nicht ganz so regelmäßig. Hat mich jetzt aber nicht gestört. Ein bisschen schwer fand ich es am Anfang zu verstricken. Ich muss jetzt gerade überlegen. Ich glaube, ich hatte am Anfang Metallnadel genutzt, was ja untypisch für mich ist. Ich stricke fast ausschließlich nur mit Holz. Ich habe aber irgendwie gedacht, vielleicht lässt sich leichter stricken, war dem nicht so. Ich bin dann auf Holz umgestiegen und dann ging es besser. Also rate ich allen immer mal wieder die Nadeln zu tauschen und zu wechseln und zu sehen, welches Garn sich mit welchen Nadeln am besten verstricken lässt. In dem Fall habe ich, wie gesagt, mit Holz weiter gestrickt. Was gibt es noch zu sagen? Am Cardigan habe ich verändert. Also ich habe die zwei rechts, zwei links Bündchen durch eins rechts, eins links vertauscht. Ich trage an mir und sehe an mir nicht gerne dieses zwei rechts, zwei links. Das gleiche habe ich auch hier an dem ähm, Knopfband gemacht. Ich blende euch auch jetzt hier ein Tragevideo noch ein und habe Perlmuttknöpfe aus meinem Stash genommen. Ich habe einen großen Knopfstash. Ich habe auch einen großen Stoffstash. Ich habe viel genäht und hoffe doch, dass ich auch mal wieder zum Nähen komme. Wie gesagt, Hobbys sind in meiner Familie immer gut vertreten gewesen. Das heißt also von verschiedenen Handarbeiten haben meine Mutter, meine Schwester und ich einen Stash. Das wandert auch immer so ein bisschen zwischen uns, je nachdem, wer gerade was mehr machen will. Wie gesagt, Knöpfe habe ich genug. In dem Fall halt Perlmuttknöpfe, die fand ich schön an dem Cardigan. Ja, zeige ich nochmal, wie gesagt, im Tragevideo. Was gibt es noch zu sagen? Italienisch habe ich abgenäht. Ja, ich habe zwei Stränge von Soulwool geschickt bekommen. Den Rest habe ich mir bestellt. Was ich ausgerechnet habe, weiß ich nicht. Also ich habe einen Strang, wie ihr seht, zu viel. Und das ist noch Rest. Der Strang hat 100 Gramm, 212 Meter. Ich schätze mal, das sind auch noch mal so um die 30 Gramm. Also hier 130 Gramm, muss ich mal sehen, was ich damit noch machen will. Ja, was gibt's noch zu sagen? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Doch, ich hatte mir von der Christiane, also Liz Minitz, Cloud Dancer bestellt. Und zwar sieht das so aus. Das ist die Merci 70% Schurwolle, 25% Seide und nee, 75% Schurwolle und 25% Seide. Es fokussiert heute mal wieder schlecht. Ja, hier sieht man es. Und ich finde, wenn man das so ranhält, na, jetzt, wenn man es ranhält, ich finde, das ist ein super passender Farbton zu dem Garn. Deswegen denke ich mal, hier nochmal für die Kamera, ich werde mir ein Shirt noch dazu stricken, was ich dann auch super unter dem Cardigan tragen kann. Geplant war es nicht, aber gefallen wird es mir trotzdem. Und nur zum Vergleich, ich habe mir auch bei Marie ihren hellblauen Ton bestellt. Den Namen weiß ich nicht. Die liebe Simone vom Kanal Mais Simone hat genau das Garn jetzt in einem wundervollen Shirt verstrickt. Ja, nochmal, also Simone vom Kanal Mais Simone schaut in ihrem neuesten Video nach, hat aus diesem blauen Garn von Marie von Mabel Knitting ein wundervolles Lace-Shirt gerade verstrickt. Würde ich sehr gerne auch stricken, aber nicht aus diesem Garn. Da stricke ich schon Maries neues Design, das Polly-Shirt. Und da weiß ich noch nicht genau, was ich draus stricken werde. Das muss ich noch sehen. Ich weiß nämlich nicht, wie viel ich für Simones Shirt brauchen werde, aber auch das würde ich ganz gerne verstricken. Das so viel zu diesen Garnen. Zum Cardigan möchte ich jetzt noch sagen, zum Schnitt, das ist, also die Anleitung
ist nicht so schwer, ist vielleicht nicht gerade für die blutigen Anfänger. Also man sollte schon ein bisschen Strickverständnis schon mitbringen. Dann geht es ganz gut zu stricken. Was ich vermisse nach so vielen Anleitungen bei die Petit Knit nun mal schon gemacht hat, dass sie im Nacken kein Shaping hat. Also da hätte ich mir jetzt mal gewünscht, dass sie ein bisschen mit verkürzten Reihen da gearbeitet hätte. Ist es nicht. Wenn ich mich im Spiegel von der Seite anschaue, dann hat es da nicht so einen guten Sitz. Also nicht, das ist okay, aber es ist nicht perfekt. So, das wollte ich dazu sagen. Hätte ich mir gewünscht, dass da ein bisschen verkürzte Reihen mit eingearbeitet worden wären, dann wäre es perfekt. Und was die Wolle angeht, bei der ist auch also es sind keine 5-Sterne-Empfehlungen, es ist vielleicht eine solide 3-Sterne-Empfehlung. Warum? Ich hätte mir von diesem Garn auch ein bisschen mehr Wärme versprochen. Ja, ich sage nicht, dass mir in der Jacke kalt ist, aber für das aus dem Material, wo sie ist, halt eben Schurwolle mit Alpaka, hätte ich gedacht, ist sie wärmer. Also wir haben jetzt Anfang Mai, ich kann sie noch gut tragen. Ich falle jetzt nicht schwitzend vom Stuhl. So viel dazu. Also das zu Wolle und Design. An der Stelle möchte ich noch einige Sachen besprechen oder erwähnen am Rande. Also zuerst möchte ich mich mal bedanken bei einer lieben Followerin und die hat mir den Calm Down Cardigan von der Lily Kate France über Ravelry geschenkt. Das fand ich toll. Also die Anleitung hat sie mir geschenkt. Vielen Dank für die Unterstützung. Da freue ich mich sehr drüber. Ich liebe Lily Kate France und ich werde den Cardigan auf jeden Fall stricken, da sie immer super Anleitungen schreibt, aber auch vor allem auch ein tolle Schnitte immer verarbeitet in ihren Strickstücken. Also vielen Dank an dieser Stelle. Und dann möchte ich zur Simone sagen, zum Kanal My Simone. In ihrem letzten Video hat sie das Thema aufgegriffen, das jetzt verstärkt diskutiert wird, dass viele, vor allem YouTuber, selbst designen und Designs rausbringen und auch diese natürlich verkaufen oder auch teststricken lassen. Das möchte ich jetzt mal ganz kurz hier aufgreifen. Ich sehe das nämlich genauso wie Simone auch. Also Argument war unter anderem, dass die YouTuber noch gar nicht so lange stricken und auch die Designs, die sie rausbringen, ja gar nichts Neues sind und dementsprechend das 100. Top und das 1000. Die 1000. Mütze und so weiter. Und würden weniger Leute designen, dann würden die bekannten Berufsdesigner doch auch viel mehr verkaufen können und dann eventuell auch für günstigere Preise. Das Argument verstehe ich nicht. Erstens mal, der Markt bestimmt den Preis und nicht, also sprich das Angebot und beziehungsweise die Nachfrage. Das heißt also, wenn ich als Neudesigner auch mein Design rausbringen will und hier auf YouTube bewerbe, dann entscheidet der Kunde, ob er es kaufen will oder nicht und nicht irgendeine Person, die das kommentiert und sagt, sie findet es nicht gut. Wenn das so wäre, dann hätten wir heute immer noch Schwarz-Weiß-Fernsehen. Also wenn wir immer auf der Stelle bleiben würden und nichts Neues versuchen würden, würde sich nichts verändern. Dann würde ich immer noch genauso wie vor Corona aus Strickheften und in Teilen stricken. Wenn ich denn nicht Neues probiert hätte. Auch eine Petit Knit hat mal angefangen, auch eine Isabel Kremer hat mal angefangen, auch, wie heißt sie nochmal? Ähm, Berlin Knits, na, wie heißt sie denn? Mit Namen habe ich es heute. Aber ihr wisst, was ich meine. Also all die großen Designer haben auch mal klein angefangen mit dem ersten und zweiten und dritten Design. Und wenn ihr auf Ravelry schaut, dann könnt ihr auch sehen, wie deren Design am Anfang ausgesehen hat und wie einfach oder kompliziert diese waren. Also ich sag nur No Frills Sweater. Ich weiß nicht, ob man unbedingt die Petit Knit Anleitung dafür gebraucht hätte,
aber sie hat ja irgendwas gut gemacht und sonst hätte sie diese Anleitung nicht zum zigtausendsten Mal verkauft. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist auch eine Isabel Krämer macht keine super duper komplizierten Anleitungen und mit weiß der Geier welchem Shaping und Techniken und was weiß ich was. Auch ihre Designs haben eine beständige Handschrift. Was ich damit sagen will, jeder Designer hat seine eigene Handschrift, jeder wählt eine gewisse Form, die er an sich selbst schön findet und mit der er gerne arbeitet und die er weiterspinnt oder sie weiterspinnt. Wenn sich neue Leute an Designs versuchen wollen, dann versuchen die natürlich nicht gleich das Komplizierteste oder sollten das zumindest nicht auch gleich mit dem Kompliziertesten anfangen, sondern eben erstmal mit ähm, sicheren Stricktechniken arbeiten und mit einem stabilen Grundstock, um dann darauf aufzubauen. Also ich sehe das nicht so. Der Käufer entscheidet, was er will, was ihm gefällt und wen er unterstützen will. Und da können 100 Angebote auf dem Markt sein, da können 1000 Angebote auf dem Markt sein oder halt nur zwei. Im Endeffekt, wir entscheiden, was wir kaufen wollen. Also wir als Konsumenten, als Nutzer, wir müssen wissen, was wir suchen und was wir kaufen wollen. Und manchmal ist einfach das Kaufargument, dass man jemand sympathisch findet und unterstützen will. Und nicht jeder ist gleich ein Berufsstrickdesigner. Schon allein das dauert ja. Also wann kann man denn davon leben? Nur weil man etwas auf den Markt bringt, beziehungsweise auf Ravelry hochlädt, sagt das nichts über Verkäufer aus. Also das heißt noch lange nicht, dass ihr da gleich 100 Verkäufer habt. Also manchmal sind es nur 10 oder getröppelt jeden Monat 3. Das seht ihr ja nicht. Also sprich, man muss ja irgendwie an was arbeiten, beziehungsweise wir, da zähle ich mich jetzt auch dazu, wir sind ja nicht gleich Designer, nur weil wir eine Anleitung hochladen und die auch zum Verkauf anbieten, weil da Monate und Wochen an Arbeit drin stecken, denn so eine Anleitung ist nicht eben mal runtergeschrieben. Ja? Das Samplerstück, das stricke ich euch runter. Also wenn mich alle lassen, kann ich in einer Woche ein, zwei Sampler stricken. Das ist egal. Also die Ideen sind im Kopf, das aber dann auf Papier festzuhalten und dann auch so, dass jemand nachstricken kann, das ist nicht so einfach. Ja? Da braucht es sehr viel Denkschmalz und aktuell, da komme ich später noch dazu, bin ich auch in einem Teststrick, den ich jetzt aufgerufen habe und sehe, dass es schon gleich beim Thema Anschlag viele Fragen und Variationen gibt. Also alles das muss bedacht werden. Da gibt es immer wieder neue Variationen, auch in der Garnstärke. Deswegen jeder von uns muss selbst wissen, was er kaufen will. Wen eben all die neuen Designer und Designs nicht interessieren, die sollen bei ihren gewohnten Wohlfühl-Designern bleiben. Da spricht ja nichts dagegen und einfach nicht schauen, was links und rechts auf dem Weg Neues aufploppt. Ich muss nicht alles kaufen, was ich sehe und was ich höre. Also ich habe auch viele vieles, was ich am Anfang gesuchtet habe, mittlerweile aufgegeben. Also sprich, manche Podcaster schaue ich nicht mehr, die ich am Anfang total gefeiert habe. Oder halt eben auch manche Garne, die ich total toll fand, kaufe ich mir mittlerweile nicht, weil sich der Geschmack ändert, weil sich die Interessen ändern, weil man was Neues sehen oder versuchen will. Also da ist ja nichts Schlechtes dran. Ich habe 20 Jahre Lana Grossa gekauft und konsumiert und deren Hefte und im Moment verspüre ich gar keinen Drang dahin, wieder zurückzugehen. Also jeder muss das für sich selbst entscheiden. Und zum Thema Werbung möchte ich auch sagen, ähm, ich mache auf meinem Kanal Werbung, wann ich sie will und wie ich sie will. Ich überlege mir was dabei. Ich mache das nicht wahllos. Es werden viele Dinge angeboten. Vieles davon wird ausgeschlagen, weil das einfach nicht ich bin. Ja, ich möchte keine Handtasche nähen. Ich habe keine Nagelfolien. Ich, ja,
mache jetzt nicht Temu-Werbung, auch wenn ich für all diese Produkte volles Verständnis habe. Also jeder kann kaufen, wo er will und was er will, aber es passt einfach nicht zu mir. Aber die Dinge, die zu mir passen, die zeige ich euch und es bleibt euch überlassen, was ihr davon eben gut findet oder nicht. Ja, und so mache ich das auch bei anderen Kanälen. Deswegen auch du, Jenny, von gar nicht wahr. Du brauchst dich nicht entschuldigen, wenn du dich für einen Flexispot-Stuhl entschieden hast. Ja, ich bin von der Firma auch überzeugt, aber deswegen muss auch nicht jeder kaufen. Ja, zum Thema Flexispot an der Stelle möchte ich einen Clip hier einfügen, denn Flexispot hat mir heute dieses Video gesponsert, beziehungsweise einen elektrischen Tisch. Und da ich hier den Content nicht alleine drehe, sondern eben halt mit Hilfe von meinen Jungs, beziehungsweise auch dem David, ist es von großem Nutzen, noch einen zweiten Arbeitsplatz zu haben und den stelle ich euch jetzt vor. Ihr seht hier den neuen E1 Pro von Flexispot, einen höhenverstellbaren elektrischen Tisch. Auf Amazon könnt ihr auswählen, auch zwischen den neuen Tischbeinfarben, die da wären Mint Green, Mouse White oder Sierra Blue oder eben anderen Farben, die zu eurem Interieur passen. Ihr könnt auch die Tischplattenfarbe individuell anpassen, je nachdem, wie es sich bei euch gut einfügt. Ihr seht, ist der Tisch nicht nur auf meine Größe verstellbar, sondern ganz bequem auch für große Menschen. Hier wie zum Beispiel für meinen Sohn. Er hat auch einen praktischen Kopfhörerhalterung, die an der Seite angebracht ist. Und den Tisch könnt ihr manuell verstellen oder eben auch mit einer voreingestellten Funktion justieren auf die Höhe, die ihr braucht. Und wenn ihr dann nicht nur im Sitzen arbeiten wollt, könnt ihr das gleiche auch im Stehen mit dem Tisch bequem tun. In dem Fall haben wir ihn auf meine Größe eingestellt, wie ich es für bequem halten würde. Und hier verstellt es mein Sohn auf seine Körpergröße. Also ihr seht, auch große Menschen können ganz bequem an diesem Tisch arbeiten. Und ja, der Tisch ist, wie gesagt, in vielen verschiedenen Farben erhältlich. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung und vielen Dank an Flexispot für das Sponsoring. Wir reden hier von eigenem Interesse und apropos eigenes Interesse zum Thema Redesigned. Da hatte ich ja gesagt, welches Problem ich hatte mit meiner Project 10. Es geht hier nicht darum, dass ich die Taschen blöd finde. Also nochmal, ich nutze meine zwei Projekttaschen sehr gerne, die Project 39 und die Project 10. Aber hinter Nachhaltigkeit verstehe ich was anderes. Und nochmal im Kurzen, bei mir fehlen zwei Nieten, die sind abgefallen. Und wenn ich darüber berichten will, dann mache ich das, weil ich hier ehrlich meine Meinung kundtun will und finde, dass die Firma da nachbessern kann. Und ich finde, dass eine Firma schon gewisse Einzelteile lagern kann, denn so Nieten werden keine Unmengen an Quadraten und Kubikmeter bei denen im Fach einnehmen und trotzdem können die dann eben geliefert werden bei Kunde XYZ, in dem Fall halt eben bei mir, dass sie sagen, okay, wir schicken dir zwei Nieten zu, kannst du die dann selbst an der Tasche festmachen oder hast du die Möglichkeit, irgendwo machen zu lassen. Mich aber dann auf meine eigene Kosten und auf meine eigene Verantwortung irgendwo hinzuschicken, in dem Fall zu einem Schuster, der es machen soll. Also das ist für mich nicht das, was ich unter kundenfreundlich und nachhaltig verstehe. Jeder hat vielleicht eine andere, wie heißt eine andere Definition davon oder halt auch eine Vorstellung, was er von der Firma erwartet, aber ich erwarte das eben nicht, dass man mich mit meiner kaputten Waschmaschine zum Beispiel zum irgendeinem Handwerker schickt und sagt, schick mir dann die Rechnung. Wenn ich das von der Firma kaufe, dann erwarte ich auch, dass die Firma mir bei der Lösung des Problems hilft.
In dem Fall müssen die mir keine Reparatur anbieten. Ich will aber auch keinen Austausch. Darum ging es ja. Ich will das Produkt ja nicht vernichten lassen. Ich möchte es erhalten. Und wenn ich dann Nachrichten kriege wie, naja, ich finde deinen Post schon grenzwertig, da ich nur die besten Erfahrungen gemacht habe, dann ist es ja die Erfahrung derjenigen, die ich ja respektiere und akzeptiere. Aber meine Erfahrung war eben eine andere. Und ich lasse mir nicht verbieten, was ich auf meiner Plattform über meine Erfahrung mit jemandem teilen möchte. Ihr müsst nicht meiner Meinung sein. Ihr habt vielleicht eine andere Erfahrung gemacht. Aber trotzdem möchte ich die mit euch teilen, denn ich möchte nicht, dass ihr das Gefühl habt, hier auf meiner Plattform ist alles immer Friede, Freude, Eierkuchen. Also auch in der Strick-Community und gerade zum Beispiel unter den Handfärbern ist es nicht immer einfach. Da herrscht schon hoher Konkurrenzkampf und Druck, sind wir ehrlich. Also da schaut man schon links und rechts, was macht XYZ, wer verkauft wie und warum und was. Kann ich verstehen, aber ich bin davon frei, denn ich muss nicht von deren Verkäufe leben. Ich bin da nicht mit eingebunden, also kann ich frei über die Dinge erzählen, die ich euch hier zeige, die ich verarbeite und so weiter und so fort. In dem Fall aber auch solche Dinge wie eben mit der Redesign-Tasche. Das wollte ich jetzt nochmal sagen. Das war mir wichtig. Ich habe hier niemanden beleidigt. Ich habe einfach festgestellt, was erwarte ich für mein Geld. Das sind keine günstigen Taschen. Was würde ich mir wünschen von einer Firma, die mit Nachhaltigkeit wirbt? Was ist für mich nachhaltig? Und ich bin auch keiner, der, der mit dem erhobenen Zeigefinger jeden hinterherruft und sagt, na, 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 so geht es aber nicht. Und deswegen erwarte ich das auch, was jetzt gerade auch die Strickdesigns angeht, dass man da auch genauso tolerant dann ist und sagt, okay, kann sich jeder drin versuchen, weil ich wiederhole mich immer wieder, aber ich sage es ist einfach so, der Markt reguliert sich selbst. Das heißt, wenn Dinge nicht gekauft werden, werden sie auch nicht angeboten. Ja? Und wenn sie halt doch verkauft werden, dann gibt es ja eine Nachfrage. Und ich sage ja auch nicht, Redesign soll verschwinden vom Markt, sondern die dürften sich noch verbessern. Da ist noch Luft nach oben. Ja, wäre ich dafür. Aber halt auch, was Designs angeht. Es gibt gute und es gibt schlechte Designs, aber wer setzt die Maßstäbe? Wer erlaubt wem, wann und wo auf den Markt zu erscheinen? Sei es für Handfärber, sei es für Designer, sei es für andere Firmen. Wer setzt welche Maßstäbe und Richtlinien? Wer erlaubt wem was zu tun? Freie Marktwirtschaft, sage ich nur. Ja, also vergesst es nicht. Das war jetzt nur, was ich hier loswerden wollte. Und ja, sind wir doch ehrlich zueinander. Und ich versuche es ja. Ich möchte nicht, dass man hier das Gefühl hat, jedes Garn, was ich in die Kamera halte, ist super, jedes Produkt, was ich mir gekauft habe, ist yay. Nein, ich denke, das geht euch genauso zu Hause, dass ihr mit dem einen oder anderen zufrieden seid, aber mit manchem anderen eben nicht. Und ich möchte ganz eindeutig dann halt eben sagen, warum ich mit was nicht so zufrieden war, was ich davon erwartet habe und was halt eben nicht erfüllt wurde und warum. Ich bin aber auch nicht unfehlbar. Ich lasse mich auch gerne korrigieren, beziehungsweise ich denke auch über gewisse Dinge dann nochmal neu nach. Habe ich vielleicht etwas übersehen oder im falschen Licht gesehen? Auch das, da bin ich offen, ja. Also, ja, ich hoffe, das habe ich jetzt hier gut darstellen können. Das war mir wichtig. Und jetzt machen wir einfach mit den schönen Dingen weiter. Wenn wir schon beim Thema Design sind, beziehungsweise Strickdesigns, hier im Hintergrund ist auch ein weiteres beendetes UFO. Das ist ein Shirt, das hatte ich in Braun letztes Jahr in Kassel an und das habe ich jetzt das zweite in Grün beendet. Das ist eine Lana Grossa Qualität, die ursprünglich Aria hieß und dann später Nastrino. Das ist ein ganz feines Bändchengarn, hatte ich euch gezeigt. Verkauft Lana Grossa leider diese Saison nicht mehr.
Dieses Shirt, da wurde ich schon letztes Jahr gefragt, ob ich das denn als Anleitung schreibe und wann es rauskommt. Dann war aber viel los und Urlaub und die Saison schon fast vorbei. Da habe ich gesagt, nee, das schiebe ich jetzt auf dieses Jahr. Das heißt also, demnächst wird dieses Shirt als Teststrick ausgerufen. Und jetzt wollte ich eine Qualität finden, die ihr auch eventuell dafür verwenden könnt und habe gesucht und dachte, okay, ich war ja auf der H&H bei Soulwool bzw. BC Garn und Kremke und hatte unter anderem diese Lino euch vorgestellt im H&H-Video. Schaut gerne vorbei und habe bei der Anna von Selected Yarns, nee, von Soul, doch Selected Yarns. Das ist immer schwierig. Also deren Website ist soulwool.com, aber wir reden hier von der Dachfirma Selected Yarns und da gehört BC Garn und Kremke dazu. Also die Anna arbeitet dort und ist für uns Knitfluencer zuständig. Und da habe ich nach diesem Garn gefragt und wollte das für dieses Shirt verwenden. Denn da komme ich später zu dem anderen Leinengarn dazu. Dachte ich, versuchst du doch mal das Leinengarn und schaust, wie das ist. Hab dann auch brav diese Maschenprobe verstrickt. Das Shirt ist mit 3,5 mm Nadeln gestrickt und habe beim Stricken gemerkt, dieses Leinengarn und ich, wir werden keine Freunde. Also das fühlt sich an wie Paketschnur. Die Maschenprobe ist gewaschen und geblockt und es ist immer noch steif. Nee. Also ich wusste, das hat mir schon bei der Maschenprobe keinen Spaß gemacht zu stricken und ich wollte nicht mich mit einem Garn quälen ähm, und das dann für mein Shirt auch noch benutzen, also für mein Design und dann womöglich noch euch dazu überreden, das zu testen. Nee, also da stand ich nicht dahinter und habe das auch der Anna geschrieben, habe gesagt, sorry, Lino und ich, wir werden keine Freunde. Kann ich das zurücksenden? Also ich habe die Shirtmenge zugesendet bekommen. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Habe dann gesagt, ich würde das gerne bitte zurücksenden. Ist es möglich? Und ich würde es gerne durch eine andere Qualität tauschen, wenn möglich. Und zwar von Amano, die Sami. Das ist ein hundertprozentiges Bio Pima Baumwolle, also peruanisch. Und da wurde mir von der Anna diese Farbe auch zur Verfügung gestellt. Die hatte ich mir ausgesucht. Das ist so ein bisschen, ich tue es mal dahin, das sieht man vielleicht besser, so ein mintiges Blau. Also es ist kein Eisblau, das geht so ins Mintgrün, das hat so einen Grünstich und ist Baumwolle, die aber so eine Wollhaptik hat. Und das fand ich viel besser. Da habe ich auch eine Maschenprobe, die habe ich jetzt gerade wo? Muss ich mal suchen. Hier ist die Maschenprobe dazu. So, genau. Und das ist butterweich, fühlt sich wollig an, ist aber nicht warm in der Hand. Also ich kann es nicht gut erklären, ist aber so ein Wollweich. Und dieses Garn werde ich jetzt zu diesem Shirt verarbeiten und die Anleitung, wie gesagt, wird demnächst in den Teststrick kommen. Und ja, das Garn leider nicht. Das ist manchmal so, es ist ein Fehlgriff. Es gibt bestimmt Liebhaber dafür, weil sonst würden sie es ja nicht verkaufen. Meins ist es halt nicht. Ich freue mich, wie gesagt, auf die Sami von Amano. Das ist eine ganz neue Garnfirma für mich und danke auch an Selected Yarns, dass sie es zugesendet haben. Was aber aktuell im Teststrick ist, ganz frisch, und zwar, das habe ich euch ja schon gezeigt, das ist mein Wild Daisy Tea. Das ist aus der äh, Linen Bloom von Pasquali zusammengehalten mit der Arctic Pearl. Das ist dieses Leinen-Shirt. Habe ich euch im letzten Video vorgestellt. Da ist die Maschenprobe
ganz soft und weich. Und das waren die bisherigen Farben und die Palette hat sich jetzt um einiges vergrößert, wie ihr sehen könnt. Hat der Paul ja auch auf der H&H im Interview auch gesagt. Und jetzt habt ihr viel mehr Farben und vor allem, ich sehe auch ganz tolle neue Grüntöne. Finde ich wunderbar. Ich habe mir für das zweite Shirt bei Pasquali diese Farbkombination ausgesucht. Wie ihr seht, weiß und so ein Silbergrau, also das Arctic Pearl in so einem Silbergrau. Und ja, den Farbton, da freue ich mich drauf. Also das Garn wurde mir von Pasquali gestellt. Der Teststrick hat gestartet vor ein paar Tagen. Da bin ich mal gespannt und genau da war die Diskussion, ob Daumenanschlag oder Kreuzanschlag. Also werde ich beides in der Anleitung hinschreiben. Die einen haben es so gewählt, die anderen so. Oder ich mache nur den Kreuzanschlag. Also warum ist es wichtig? Denn wie ihr seht, beim Shirt kann man den Nacken sehen später. Da kommt nichts mehr dran. Deswegen ist der Anschlag wichtig, dass er zum einen starr ist und zum anderen halt eben auch nach was ausschaut. Ja. Ja, gibt es was zum Design noch zu sagen? Ich denke nicht. Ich bin mal gespannt. 5 Größen hatte ich ursprünglich, auf 6 habe ich jetzt hochgerechnet. Von XS, XSS, ML, XL, XXL. Das sind die Größen. Ob es noch eine mehr in die große Richtung geht, geben wird, das weiß ich noch nicht. Das wird sich nach dem Teststrick zeigen, wie sich das eben verhält für die anderen, wie gut sie damit klarkommen. Denn die Art der Konstruktion ist zwar keine komplizierte, aber doch eine neue, also im Sinne von, wie die Proportionen dann am Ende erscheinen und also ausfallen, das muss ich dann noch sehen. Ja, da werde ich berichten, da freue ich mich drüber. Und zum Thema Pasquali hat mich jemand gefragt von euch. Und zwar gibt es ja die ganz neue, luxuriöse Variante Vicuña Senza. Das ist die Farbkarte. Diese Farben wird es geben. Wann denn das Garn auf dem Markt erscheint, denn Vicuña Garn ist das zarteste und das teuerste Garn, was es aktuell zu kaufen gibt. Und die Vicuña Senza ist eben eine Schurwoll- und Vicuña-Woll-Mischung. Immer noch sehr weich, aber trotzdem kostengünstiger. Und das wird voraussichtlich im September erscheinen. Zumindest ist das die Info, die mir Pasquali gegeben hat. Ja, an dieser Stelle möchte ich noch erwähnen, dass ich mit Sabina von Sabidunitz und mit Susanne von Aargauer Strickliesel zwei YouTube-Kanäle aus der Schweiz zusammen ein Live hatte. Und das Live könnt ihr noch auf meinem Kanal hier bis Ende Mai euch anschauen. Denn die Lives nehme ich in Zukunft immer in regelmäßigen Abständen wieder runter. Also wenn ihr Lust habt auf Lives, dann schaut sie gerne, wie gesagt, live oder halt eben dann noch kurz danach. Aber die wird es nicht unbegrenzt auf meiner Plattform zu sehen geben. Das nächste Live ist geplant für den 1. Juni mit Jenny von Gar nicht wahr und mit Julia, früher Sache mit Haken und jetzt heißt sie Lorelei Nitz, beide aus Österreich. Also mit denen werde ich das nächste Live führen. Wenn ich also das Live dann hochlade, beziehungsweise dann eben live gehe, wird das andere heruntergenommen von der Plattform. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß. Size-Inklusivität war das letzte Thema im letzten Live und wie man denn oder wie wir unsere Strickstücke anpassen. Also, wenn das von Interesse ist. Und im nächsten Live bin ich mal gespannt, wo uns da denn so die Gespräche hinführen. Ja. Das ist nicht immer vorneweg geplant. Es gibt immer nur so ein, zwei Punkte, die wir dann so vorher absprechen und dann lassen wir uns einfach ähm, ja, leiten, mal sehen, in welche Richtung es geht. Ja, wie ich schon erwähnt habe, ich habe im April Geburtstag gehabt und rund um Wolle ist da auch einiges passiert. Die liebe Steffi von Peacock Garn hat mir unter anderem diesen tollen
Strang zum Geburtstag geschickt. Ich blende euch jetzt hier noch ein Foto ein. Es waren nämlich zwei. Den zweiten habe ich schon gewickelt. Das ist die Aprilfärbung gewesen. Da seht ihr noch einen Rest, weil ich konnte nämlich nicht abwarten. Ich habe da unbedingt schon eine Socke anstricken wollen. In der Socke habe ich noch verarbeitet diese zwei Garne. Das ist einmal von A Homespun House aus einer Weihnachtsfärbung. Ich glaube sogar, es war eine Hogwarts-Färbung. Und das ist von Skein Cocaine. Da hatte ich auch ein Mini-Bundle mir gekauft. Das war noch ein Rest. Und ich wollte unbedingt sehen, wie Steffis Wolle, also die Aprilfärbung, verstrickt aussieht. Und ich finde dieses Selbststreifende von diesem Garn so toll. Und das war mein Geburtstagsanstrick. Also genau an meinem Geburtstag habe ich mir diese Socke angeschlagen. Nummer 2 folgt bald. Aber ich bin richtig stolz. Hallo. Ich finde, in letzter Zeit mache ich mich, was Socken angeht. Noch ist da der Flow da. Und vielen, vielen Dank, Steffi. Ich freue mich auch auf dieses Garn. Bin mal gespannt, wie das verstrickt nämlich aussieht. Das waren nämlich beides Überraschungen von ihr. Und das steckte auch noch mit drin. Danke an der Stelle. Wie gesagt, bin gespannt, was bei dem hier rauskommt. Das ist Classic Socks, also beides gewesen. Wie ihr seht, schaut bei ihr auch auf der Webseite nach. Und ach, dieser kleine Tulpenmaschenmarkierer, der ist so cute. Ja, also ich finde es spannend zu sehen, ähm, welche Färbung am Ende herauskommt. Also, dass das mal Streifen werden, hätte ich jetzt so nicht gedacht. Aber ja, manchmal muss man halt eben die Sachen verstrickt sehen. Das ist genau mein Problem. Bei vielen Handfärbern sehe ich nicht, wie es verstrickt aussieht. Da muss ich die Molly, heißt sie, glaube ich, von Homespun House loben. Die strickt wenigstens immer aus ihren Färbungen Socken, sodass man dann sehen kann, wie denn die einzelnen Färbungen aussehen. Ich finde, als Handfärber sollte man versuchen, sein Produkt auch verstrickt zu zeigen und sei es als Maschenprobe oder in Socke, wenn man es nicht selber schafft, eben stricken lassen, weil nur als Strang ist nicht immer hilfreich. Also in dem Fall äh, habe ich das zufällig schon auf Instagram bei Steffi gesehen und fand die Wolle toll, aber sie hat mir das als Überraschungspaket geschickt und vielen, vielen Dank an der Stelle. Hat mich sehr gefreut und werde auf jeden Fall das ein oder andere jetzt demnächst wieder auch bei Steffi bestellen. Ich hatte ja dieses Grinch Socken-Set bei ihr gekauft und hatte diese tollen Schleifchen-Socken gestrickt. Müsste mal in einer alten Folge, also älteren Folge jetzt schauen. Irgendwann im Dezember oder Januar hatte ich es in die Kamera gehalten und auf jeden Fall möchte ich da noch mehr bei ihr ausprobieren. Sie hatte letztens selbststreifendes Sockengarn gefärbt und auch auf Instagram gezeigt. Und ja, bis ich reagiert habe, war es schon ausverkauft. Also es war innerhalb kürzester Zeit weg. Das zu färben ist auch sehr aufwendig. Also diese 4 Reihen oder wie viel auch immer das ist, was dann das Garn sich streift und dann in die nächste Farbe wechselt, das zu färben und zu produzieren, ist sehr, sehr aufwendig. Also wenn ihr euch fragt, warum diese Garne hochpreisiger sind, dann schaut mal auf YouTube, wie man das produziert, dann wisst ihr warum. Also ich hoffe, dass ich dann in der nächsten Tour zuschlagen kann. Das ist auf jeden Fall der Plan. An der Stelle, bevor mir jetzt wieder jemand schreibt, geht das auch in netter und freundlicher, also lächeln. Ähm, Ich schaue die ganze Zeit hier in das Licht, damit ihr gut beleuchtetes Video habt, weil ich nur die Möglichkeit habe, nachts zu drehen.
ich kann tagsüber nicht drehen, weil ich da arbeite. Deswegen seht es mir nach, wenn nach einer gewissen Zeit, in dem ich hier immer ständig in dieses Licht schauen muss, mein Blick so wird. Ich bin nicht sauer, ich bin nicht böse, ich bin eigentlich nett, aber es ist anstrengend, ja. Zum Thema Socken, ich habe eine Kooperation auch mit Wollträume und hatte mir Herbstanemone hieß die Färbung bestellt in sechsfach und auch in Fingering-Qualität. Und aus der sechsfach hatte ich diese tollen Socken herausgestrickt, um zu sehen, wie die Färbung aussieht. Bin seitdem auch total angefixt von den sechsfach Socken. Da komme ich jetzt gleich noch dazu. Habe aber mir für eine Decke die Monatsfärbungen alle bestellt. Jetzt fehlt aktuell März und April. Das werde ich mir demnächst bestellen. Und hatte hier Februar ist es, glaube ich, und Februar und Valentinstag. Ich weiß nicht, ob ich die schon gezeigt habe. Also doppelt hält besser. Karneval der Träume bestellt und Liebesbrief. Das wollte ich zeigen. Wie gesagt, März und April fehlt noch. Das wird demnächst einziehen. Aber aufgrund dieser Socken, weil ich sehen wollte, wie das ausschaut, habe ich dann mir bei der lieben Christiane Konfetti im Schnee bestellt, ebenfalls als sechsfach. Und ich war fleißig. Die liebe Maike vom Kanal Maikes Wahnsinn möchte doch bitte hier sehen. Ich habe ganz viel Socken gestrickt und habe da ganz oft an dich denken müssen, aber auch an die liebe Christine von Bewegtes Christinchens. Bewegtes Christinchen. Heute habe ich es aber. Und dann im Zuge von Knit My UFO hat mir Yvonne von Knit Design bei YM dieses Garn als Dankeschön für Werbung geschickt, ebenfalls in DK-Stärke. Und da wollte ich auch sehen, wie sieht denn das aus? So sieht es gewickelt aus. Und so verstrickt ist es nicht wunderbar. Ich liebe es einfach. Also ich liebe diese Socken alle in der Kamera zu sehen und auch in echt. Wird wieder ein Problem, weil will ich sie dann anziehen? Wahrscheinlich erstmal nicht, weil ich es dann zu schade finde. Socke Nummer 2 ist schon auf den Nadeln. Ich will hier nur das als Beweis zeigen, dass ich kein zweites Sockensyndrom habe, sondern lediglich ja, Zeitmangel. Aber ich bemühe mich. Und wenn wir schon beim Thema sechsfach Socken sind, also wie gesagt, das wird das habe ich, weil die liebe Maike ein Maiglöckchen Sockenkrall ausgerufen hat. Ich glaube, so hieß es. Pastelltöne sind die Vorgabe und ich habe von der lieben Renate aus Österreich viele Grüße an dich. Fürs Knit My UFO eine Spende erhalten. Unter anderem war diese Socke dabei, diese Wolle meine ich natürlich von, ich muss mal schauen, ob ich das Label hier irgendwo habe. Moment. Und zwar von Karos Fadenreich. Hallo. Von Karos Fadenreich. Genau jetzt. Hat sie diese Sockenwolle geschickt. Regenbogen, Rührei und ich fand es so geil und habe gefragt, ob ich das durch eine andere Sockenwolle übertauschen, also austauschen kann und dafür teststricken kann. Und ich durfte und herausgekommen sind dann diese Socken, sind sie nicht wunderbar? Und liebe Maike, das ist mein Beitrag zum Maiglöckchen Sockenstrickhall. Ich muss den Hashtag genau lesen. Könnt ihr mitmachen auf Instagram. Ich werde auf jeden Fall die hierfür in den Topf werfen. Ja, ganz tolle Färbung. Ach, ich bin so verliebt in all meine Socken. Jetzt muss ich mal schauen, habe ich alle gezeigt? Ja, also bitte
Ich habe ein, zwei angefangene Paare und eins, zwei fertig. Für mich untypisch. Und wenn wir schon beim Thema Socken sind, musste ich bei Herzfasern auch mal reinschauen und habe mir zum Geburtstag auch diesen Strang Sockenwolle gegönnt und habe dann als Vorgabe geschrieben, sende mir doch eine für dich typische Farbe zu, beziehungsweise die du als Lieblingsfarbe empfindest. Und da hat sie mir Velvet Flower geschickt und die Qualität ist die Herzfaser Nummer 11. Super weich. Ich freue mich drauf. Wird demnächst gewickelt. Sieht auch ganz toll aus in der Kamera. Was für tolle, bunte Socken. Also ernsthaft. Schuld ist ja eigentlich die liebe Fiona vom Kanal Nordnitz, denn sie hat vor Weihnachten die Sunday Socks gezeigt von Petit Knit und wie schnell die gehen, la 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 und bla blub. Und dann dachte ich so, okay, du hast ja noch achtfach Wolle, sechsfach Wolle, ich weiß nicht, was es war. Mach doch mal, wenn sie sagt, es geht schnell, probier's doch. Und es ging schnell und seitdem läuft's. Seitdem stricke ich aber egal welche Stärke. Am liebsten die sechsfach, weil die natürlich für mich dann einfach geht. Ich stricke 48 Maschen auf 3 rechts, 1 links. Boomerang-Ferse und vorne Caption-Spitze. So heißt es, glaube ich, gell? Oder Bandspitze, so rum heißt es. Geht zügig und wunderbar. Und ich kriege aus einem Strang 2 Paar raus. Beziehungsweise das zweite Paar ist theoretisch noch drin, weil verstrickt habe ich es noch nicht. Aber seitdem flutscht's. Und dann war ich mit meiner Freundin noch in Heppenheim. Da will ich euch gleich drüber erzählen. Aber bevor ich nach Heppenheim rüber switche, möchte ich noch was anderes einschieben. Von Edna habe ich Wolle gesponsert bekommen gehabt. Ich glaube schon im Januar. Ich kam nur noch nicht dazu. Und zwar ist es die Alpaka Silke. Da habe ich diese Maschenprobe schon in die Kamera gehalten. Es gibt so ein Garn auch von Sandnes Garn und ich bin mir sicher, von Edna, beziehungsweise in dem Fall Järbö ist ja eigentlich die Firma, na, so rum, ist bestimmt das Garn günstiger. Müsst ihr mal schauen. Die Qualität ist wirklich wunderbar. Da habe ich leider erst angefangen. Das ist also ein aktuelles WIP. Und das soll eine Strickjacke werden für meine kleine bzw. jüngere Nichte. Klein ist sie ja nicht mehr, aber ich nenne die halt so beide. Ich habe zwei Nichten, kleiner und größer, sage ich immer, aber eigentlich jünger und älter. Und das wollte ich euch nur zeigen. Und die Alpaka Silke ist wirklich ein schönes, weiches Garn. Sie hat sich die Farbe ausgesucht. Braun ist nämlich auch keine typische Farbe für mich. Aber zum Thema Braun möchte ich noch diese Socken in die Kamera halten. Das sind nämlich Schönheiten und dafür bin ich auch sehr dankbar. Die hat mir nämlich bewegtes Christinchen zum Geburtstag geschickt. Vielen Dank an der Stelle. Also ich war einfach baff. Ich wusste nicht, was ich darauf sagen soll. Ich hatte Christine Holzgarn geschickt vor geraumer Zeit. Verschiedene Farben, weil ich einen guten Stash habe von Holst. Ja, wir es einfach davon hatten, dass sie auch Holzgarn verstricken will in Colorwork etc. pp. Ich dieses Jahr auch wieder einiges daraus stricken will. Und ja, als Dankeschön hat sie mir dann diese tollen Socken geschickt und gestrickt. Vielen Dank an der Stelle. Ja, also sage ich nichts dazu. Könnt ihr euch ja denken, ich war auf jeden Fall baff und werde sie mit Liebe tragen. Wirklich. Ja, es tut mir leid, das Video heute wird wieder etwas länger. Ich habe einfach so viel zu erzählen und werde euch sogar noch einiges unterschlagen müssen. Aber ja, da müssen wir jetzt durch. Ich möchte noch mal zur Helena von Irida Design was sagen. Und zwar zum Weihnachtskalender bzw. Adventskalender, den ich von ihr bekommen hatte. Das war Bayerischer Wald. Da plane ich ebenfalls ein eigenes Design. Die Garne hatte ich schon mal gezeigt. Ich zeige sie noch mal kurz. Jetzt sind sie gewickelt.
das sind schon mal 2 Farben und die 2 anderen sind die. Das sind verschiedene Garnqualitäten, alle im Fingering oder Lace-Stärke. Und ich hatte mir noch diesen Blauton in Kontrast bestellt, also damit man das so ein bisschen sieht, damit nicht alles grün ist. Das ist ein tolles Garn. Da hatte ich mich mit ihr auseinandergesetzt. Und zwar ist es die 65% Kidmohair mit 35% Schurwolle, 50 Gramm, 175 Meter. Wollte ich unbedingt testen. Ich hatte mir ein Knäuel bestellt und die liebe Helena hat mir noch einen zweiten dazugelegt. Zum Geburtstag vielen Dank an der Stelle. Ähm, Ich habe was im Kopf. Viel will ich dazu gar nicht sagen. Aber ich bin auf jeden Fall inspiriert von einem großen Designernamen, sage ich jetzt mal. Lassen wir uns überraschen. Ich werde demnächst mal eine Maschenprobe stricken, damit ich vielleicht hoffentlich im nächsten Podcast euch was dazu zeigen kann. Und da freue ich mich sehr drauf. Und vielen Dank, Helena. Helena Irida Design aus Mannheim, meiner Geburtsstadt. Ja, und zu meinem Geburtstag hatte ich mich zum Frühstück verabredet mit meiner Freundin Lilly und da wollten wir nach Heppenheim zum Wollgeschäft und zwar heißt das Alpaka Sharp in Heppenheim. Es ist ein ganz süßes Wollgeschäft. Da blende ich euch jetzt hier mal ein Foto ein. In irgendeiner meiner anfänglichen Folgen, mh, Folge Nummer 2 oder 3, glaube ich, da haben der David und ich sogar ein Video im Geschäft drin gefilmt. Schaut gerne mal vorbei, schaut es euch an. Also wenn ihr in der Nähe seid, Bergstraße wird ja hier sehr frequentiert von Tourismus. Heppenheim kennen viele auch als Vettelheim, Sebastian Vettel, Formel 1. Und wir haben ja hier verschiedene Weinberge an der Bergstraße und Schlösser und Burgen und weiß der Geier. Also auch Wanderwege sind sehr beliebt, abgesehen vom Odenwälder Futter, ja. Nicht nur der Wein ist gut, sondern auch das Essen, Kochkäse. Aber jetzt zurück zu Alpaka Sharp, also Richtung Altstadt, da findet ihr das Wollgeschäft. Das ist wirklich sehr, sehr schön aufgemacht und hat ganz viel Angebot, ganz viele verschiedene Garnfirmen. Da findet ihr auch Handfärber. Da komme ich jetzt gleich dazu. Aber auf jeden Fall meine Freundin Lilly und ich, wir hatten uns verabredet. Da habe ich gesagt, komm, lass uns nach Heppenheim fahren. Lass uns mal im Alpaka Sharp vorbeischauen, weil nämlich, und das kann ich jetzt kurz in die Kamera halten, ich habe Katja Jans angeschrieben, die habe ich auf der H&H gesehen, wollte deren Garn testen, beziehungsweise ob sie mir Proben schicken, haben sie auch gemacht. Und zwar Konzept Katja Farfalla ist ein ganz feines Garn, hat auf 50 Gramm 225 Meter und so ganz kleine Paillettchen. Also finde ich super, ist ein schönes Sommergarn, werde ich auf jeden Fall Probe stricken. Und ich wusste, dass Alpaka Sharp Katja Garne hat. Und auch dieses Cotton Camel wollte ich mir da nochmal anschauen. Oder eben, so, jetzt. Das pure Cotone wollte ich auch dort mir mal anschauen. Das ist nämlich auch so ein wollartiges Baumwollgarn. Flauschig. Das ist irgendwie auch so ein Ding. Irgendwie haben das viele Hersteller äh, für diese Saison aufgegriffen, also Baumwolle in so einem Flausch herauszubringen. Naja, auf jeden Fall, diese 4 Garne wurden mir von Katja Jans zur Verfügung gestellt bzw. zugesendet. Werde ich noch Maschenprobe draus stricken und ich wollte bei Alpaka Sharp sehen, welche Farben sie vor Ort hat. Tatsächlich hatte sie von diesen Garnen jetzt nichts, aber im Geschäft dann habe ich mich umgesehen und habe dann aber diese Opal Sechsfach Sockenwolle gefunden in diesen tollen Grüntönen. Friendship, was soll ich sagen? Ich dachte, das passt zum Tag, den ich mit meiner Freundin verbracht habe, beziehungsweise sie mir diese tolle Tasche zum Geburtstag geschenkt, beziehungsweise auch gehäkelt hat. Und das ist jetzt ein Garn von Lana Grossa.
Da muss ich sie noch mal fragen. Das ist ein ganz neues Garn und auch die Anleitung ist von Lana Grossa und, ich war so begeistert. Sie wusste, dass ich diese Art Tasche toll finde. Jedes Mal habe ich ihr ein YouTube-Video geschickt oder ein Bild und habe immer gesagt, oh, wie schön ist das denn bitte? Und ja, habe ich gekriegt. Lili, vielen Dank an der Stelle und auch noch in einer meiner Lieblingsfarben. Sie weiß, dass ich Grüntöne sehr liebe. Und ja, also mit ihr zusammen war ich dort und ja, passend Friendship musste dann mit. Opal habe ich noch nie verstrickt. War also ein Grund, äh, dieses Garn mitzunehmen. Und ja, warum Alpaka? Ich hatte ein, zwei Tage zuvor bin ich auf ein Garn gestoßen, beziehungsweise in meinem Stash. Das hatten wir uns mit Strickfreundinnen, wir, also Marie, ich und noch drei weitere, letztes Jahr in Kassel gegönnt. Und zwar die vom Hersteller Ghana. Das ist ein Garnhersteller aus Dänemark. Das ist die Cumulus-Qualität, 74% Kaschmir, 26% Seide, 25 Gramm, 300 Meter. Das hatten wir uns als Andenken, ein Knäuel jeweils mitgenommen. Und die anderen haben dann in der Gruppe gefragt, habt ihr schon was draus gestrickt und haben schon ihre Sachen gezeigt. Wer hat es noch nicht verstrickt? Marie und ich. Und ich hatte den Knäuel dann in der Hand und dachte dann so, wie ich ihn in der Hand hatte, das ist so ein schönes Garn. Schaust du doch mal auf der Seite von Ghana, was denn die noch so alles an Garn haben. Und ja, gesagt, getan. Da war es um mich geschehen. Ich habe gesehen, welche tollen Farben die haben und was für ein Garn. Und ich fand einfach, irgendwas hat mich da angesprochen und habe dann per E-Mail Kontakt aufgenommen und habe gesagt, hier, ich würde ganz gern ein, zwei, drei Garne testen. Hättet ihr Lust, Sampler mir zu schicken, ein, zwei Knäuel, um einfach zu sehen, wie die Garne sind. Ich habe euch bei der Katja in Kassel kennengelernt, beziehungsweise euer Garn bei der Katja von Strickwerk 34 gekauft. Wie sieht's aus? Ich habe die E-Mail verschickt. Ich glaube, am nächsten Tag kam schon die Antwort und zwar von der Birgitta, die Inhaberin, die dann zurückgeschrieben hat, das ist Karma. Ich bin gerade auf dem Weg von Mannheim nach Frankfurt. Hast du Lust, dich mit mir zu treffen? Ich war ganz baff und gesagt, getan. Ja, ich hatte Lust. Das hatte ich auch so noch nicht und deswegen habe ich gesagt, okay, komm, lass uns treffen. Haben wir auch gemacht und haben zusammen einen Kaffee getrunken, einen Frühstückskaffee. Sie hat mir von sich und Ghana erzählt und ich blende euch jetzt hier gleich ein Video ein vom zuckersüßen Laden, den sie mit ihrer Tochter zusammen und auch mit ihrer Schwester hat. Das ist in einem alten Bankgebäude in Dänemark auf einer süßen Insel. Manche Träumen beginnen als kleine einzelne Fäden, Gedanken, Emotionen und wenn man sie sorgfältig zusammenspinnt, entsteht etwas Schönes. So entstand Ghana. Der Traum, ein kleines Familienunternehmen zu leiten, wurde Wirklichkeit, als ich zusammen mit meiner Tochter und meiner Schwester begann, unser kleines Luxusuniversum zu gründen. Die Ghana-Familie wuchs aufs Ärö, wo wir Ruhe, Inspiration und Gemeinschaft für unsere Leidenschaft für Garn fanden. Hohe Qualität, Weichheit und Langlebigkeit. Das beschreibt unsere Produkte, die weder kratzen noch ihre Form verlieren. Wir wählen unser handverlesenes Garn auf Italien, Schottland und Peru aus. Orte, an denen Garn und Textile nicht nur Materialien, sondern ein Erbe sind. Unsere Farben sind von der Natur inspiriert. Die sanften Töne des Meeres, die klassischen Farben, die nie unmoderne werden und ein Hauch der Farbtöne, die gerade im Trend liegen. Das Beste aus der Vergangenheit wollen wir mit dem Beste von heute verbinden. Bei Ghana möchten wir unsere Freuden an der Natur, Tradition und Qualität zu einem kleinen Universum des Luxus verbinden, das wir gerne mit euch teilen möchten. Herzlich willkommen bei Ghana.
an alle euch, die ihr Urlaub in Dänemark macht. Ich rate euch, macht doch mal einen Abstecher zu diesem Wollladen beziehungsweise zu der Insel, weil da nebendran führt die Tochter auch noch irgendwie ein Kunstgeschäft, also was auch immer Kunst beinhaltet. Aber wie ich auf deren, also die haben auch einen YouTube-Kanal, den verlinke ich euch unten. Zwar ist alles auf Dänisch, aber man kann ja auch Untertitel einschalten, beziehungsweise auch einfach mal den Bildern folgen. So wie ich das sehen kann, sind da viele andere kreative Menschen auch im Umfeld. Und ich denke, so ein Abstecher ist es wert. Aber Birgitta ist auf Deutschlandtour gewesen. Sie hat geschaut, wo sie ihre Garne vertreiben kann. Wer Interesse hat, diverse Wollgeschäfte ist sie angefahren. Und ich sagte dann zu ihr, ja, dann warst du ja sicherlich auch in Alpaka Sharp in Heppenheim. Und das war sie nicht. Das war dann neu für sie. Und dann hat sie gesagt, Moment, gib mir mal noch mal den Namen. Dann haben wir das zusammen gegoogelt. Sie hat sich den Laden angeschaut und hat gesagt, das finde ich toll. Ich fahre da einfach vorbei. Ich sagte, ich finde vom Ambiente könnte es was sein. Und habe gesagt, ja, fahr doch mal vorbei und red doch mal mit der Inhaberin. Vielleicht ist sie da und ja, schau mal, ob es was ist. Gesagt, getan, es hat geklappt. Die beiden sind ins Gespräch gekommen und Garner gibt es jetzt auch in Heppenheim. Die haben auch tolle Garnpakete. Es ist hochwertiges Garn. Das ist auf jeden Fall hier zu sagen. Heißt hochwertig ist auch preislich höher. Fakt ist aber, deren Qualität ist auch 1A und denen ist halt auch Qualität, Farbe, Herkunft wichtig. Es ist ein Mutter-Tochter- oder Familienunternehmen. Das ist mir immer sehr wichtig, solche Leute zu unterstützen. Hochwertige Garne. Also ich bin nicht grundsätzlich dafür, dass man nur teure Garne verstricken soll und muss. Also wie gesagt, dahinter steht auch eine Unterstützung eines Familienunternehmens. Mich interessiert halt auch die Ethik dahinter, aber es gibt ja auch genug unter euch, die halt eben allergisch sind, die nicht alles tragen können. Und da denke ich, ist es immer gut zu wissen, welche Garnhersteller gibt es noch und was haben die für Garne, und da könnt ihr vielleicht euch mal durchlesen und anschauen. Mir hat Birgitta Sampler dagelassen, unter anderem deren Garn Nobilis. Na? Das ist die Fingering-Stärke. Da freue ich mich drauf. Die Garne kommen aus Peru, Italien und aus Schottland, meine ich. Dazu haben die auch ihr Mohair. Das ist die Kava. Das kann ich mir zusammen vorstellen. In einem Füchslein habe ich auch vor anzuschlagen. Dann haben die eine tolle Qualität. Das ist die Nobilis 2. Das ist eine DK-Variante. Die reizt mich auch sehr, ist auch super soft. Dann gibt es auch dieses tolle Blownian, Adonia heißt es. Ist auch ein eher dünneres Garn. Also es ist Baby-Suri-Alpaka, recycelte Seide und organisches Cotton. Ich muss mal schauen, ob da die Meter draufstehen. 125 Meter auf 50 Gramm mit 4 Millimeter Nadel. Ist ein Blownian, aber sie hat extra gesagt, dass sie das nicht so dick haben wollte, dass es einfach DK-Stärke haben sollte. Und last but not least, das Garn, was ich mir also praktisch in Kassel gekauft hatte, das gibt es jetzt hier nochmal in dieser Farbe. Zusammen mit der Alba möchte ich das teststricken und probieren. Das ist 100% Baby-Alpaka, super, super weich. Also wirklich super weich. Das ja sowieso, weil Kaschmir, die beiden zusammen in so einem kleinen Tuch oder Schal werde ich auch testen. Birgitta, eine sehr nette Person, also wirklich kommt ursprünglich aus dem IT-Bereich, hat sie erzählt, und hat vor 8 Jahren beschlossen, sie möchte jetzt was anderes machen und hat mir halt auch die ganzen ähm, Farbkarten dagelassen. Die haben tolle Farben und ich freue mich drauf, das jetzt mal zu testen und mal schauen. Also die haben auch so ein Schalpaket aus dem Mohair in so verschiedenen Farben. Diese Pakete, die kann man ja auch dann schön zum Geburtstag oder Muttertag oder was auch immer anderen verschenken. Ich bin einfach begeistert, die zufällig entdeckt zu haben, im Sinne von manchmal
finden Dinge zu einem, die man gar nicht so geplant hat. Und dazu gehört halt irgendwie Ghana. Und ich hoffe, dass ich in Zukunft vielleicht auch mal dorthin reisen kann und vor Ort mal in den Laden kann. Also auf jeden Fall ist er idyllisch. Ich sehe auch, dass Kreativ Victoria auch das Garn für sich entdeckt hat und ein neues Design daraus entwickelt. Also schaut auch gern bei ihr vorbei. Aber ich bedanke mich an der Stelle bei Birgitta. Hab in Heppenheim dann nebenan mit meiner Freundin in einem ganz tollen Café dann gefrühstückt. Da blende ich euch hier kurze Sequenzen ein. Das ist das Mousse Chocolat. Wirklich sehr, sehr fein französisch angehaucht und alles selbst gemacht, super lecker. Wir hatten einen super tollen Vormittag da auf der Terrasse. Es war idyllisch. Wir haben gestrickt. Sie hatte was angeschlagen mit dem Make It Blümchen von Rico Design und dem neuen Flauschgarn. Da blende ich euch das jetzt hier auch ein. Super schön. Das war das Sabai Top, aber als Plunderersatz oder Top unterm Blazer. Sah sehr schick aus und hat sich auch super angefühlt. Und ja, es war einfach mal schön, Seele baumeln zu lassen. Empfehle ich euch auch, einfach mal mit einer Freundin, gerne mit eurem Strickzeug, euch ins Café zu setzen. Nichts zu müssen, alles zu dürfen und einfach die Zeit zu genießen. An der Stelle möchte ich mich bei euch fürs Zuschauen bedanken. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen, über einen Kommentar. Was habt ihr denn so die letzte Zeit angestrickt oder was habt ihr vor zu stricken? Ja, Sommerstrick steht an. Gibt es Vorschläge? Habt ihr tolles Garn entdeckt oder habt ihr vielleicht selbst schon Erfahrungen mit dem einen oder anderen Garn, was ich heute hier gezeigt habe, gemacht? Ja, ich hoffe, ihr habt Lust auf unser Live, was wir dann am 1. Juni veranstalten, wie gesagt, oder schaut euch das letzte Live an. Es macht mir Spaß, solchen Content immer zu machen, beziehungsweise den Austausch und mit anderen direkt zu haben, und auch Interviews machen mir immer Spaß. Es ist halt was anderes, als wie einfach hier in eine stumme Kamera zu reden, aber trotzdem. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir folgt, sei es auf YouTube oder Instagram, da heiße ich auch Nanas Knits and Threads, Ko-fi und PayPal ebenfalls Nanas Knits and Threads, und auf Ravelry bin ich Knits and Threads, da könnt ihr mir auch folgen und wir können gegenseitig sehen, was uns denn so inspiriert. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Über ein Abo freue ich mich, über einen Daumen hoch, wie gesagt, über einen Hype. Was auch immer ihr Lust habt hier zu vergeben und wie ihr mich unterstützen wollt, es ist willkommen. Und von meiner Seite liebe Grüße und bis bald.